Ja, dann machen wir uns doch mal auf in den Sumpf. Sie können jetzt mehr Objekte tragen. Wow, ich habe jetzt einen Rucksack von, ne? Batsch, da ist er. Brenner. Hey. You mind if I borrow mommy for a little bit? Stay the fuck out! Hallo, ihr liebe Leute, hier ist wieder der etwas verstörte Yankee mit Let's Play Resident Evil Silver Biohazard auf Pelzig. Oh Mann, oh Meter, ist das ein fieser Scheiß. Ich weiß gar nicht, was ich sonst... Oh, das ist das, was man in der Vorausschau immer gesehen hat, wo sie dann um die Eckschosse kommt. Da hat gesagt, du sollst da abhauen hier, beziehungsweise sollst ja nicht hier sein. Oh, nee. Ich will nicht. Ich will nicht. Und außerdem brauche ich dort für den Krähe-Schlüssel. Jetzt gehen wir erstmal ins Mia-Loch runter. Da, wo sie auch gewesen ist. Vielleicht gibt es ja hier jetzt ein paar Geheimverstecke. Oder irgendwas Schönes wie flüssige Chemikalie oder so. Psychotonikum ist auch cool. Nehme ich auch gern. Unflüssige Chemikalie. Super, dann kombinieren wir die nämlich mit dem Kraut. Und dann können wir uns das Ding erstmal reinpfeffern. Was ich für essentiell wichtig halt. Kurbel, na Allah, super. Die hat mir gerade beim letzten Mal gefehlt. Okay. Hätte ich mal gescheitert dort zuerst geguckt. Aha, hallo. Kaputt. Dann nehmen wir unser Psychotonikum-Ei. Und gucken, was wir hier noch finden. Okay, jetzt könnte man theoretisch... Scheißvieh. Okay, mit L2-Gehalte und R2 mache ich so Stoßangriffe. Da ist noch so viel. Raus mit dir, Ethan. Dann schlammern wir das Vieh noch kaputt, wenn es nicht schon kaputt ist. Okay. Gut. Das haben wir soweit schon mal gelöst. Dann können wir hier die Kurbel auch einsetzen. Wenn uns die Margaret nicht unterbricht jetzt. Okay. Cool. Sehr cool, da haben wir das jetzt gelöst. Oh, okay. Das ist cool jetzt wieder. Aber das Gebiet ist höllisch. Wirklich, das finde ich echt höllisch. Okay, da unten liegt noch irgendwas. Vielleicht eine antike Münze oder so. Festbrennstoff, natürlich, ach, sehr wichtig und cool hier. Ich glaube, der Flammenwerfer wird nie wichtiger sein als hier. Okay, ich mache mich mental drauf gefasst, dass die Oma jetzt, dass die Alt um die Vettel jetzt um die Ecke stürzt kommt. Okay. Flüssige Chemikalie. Dann kombinieren wir das mit dem Festbrennstoff. Und hängen wieder für unseren Flammenwerfer. Munition. Okay. Da kommen wir nicht durch. Und da ist noch was. Zoe, du hast schon wieder versucht, dich zum ersten Stock zu schleichen, nicht? Hast du gedacht, ich würde das nicht merken? Selbst nach dem, was mit Evelyn passiert ist, hörst du nicht auf, von irgendeiner seltsamen Medizin zu sprechen. Und was planst du mit meinem Altar anzustellen? Du lässt besser deine dreckigen Finger davon. Niemand berührt meinen heiligen Altar. Denkst du, dein Vater und ich sind Dummköpfe? Du armseliges, verwöhntes Kind. Ich wünschte, du wärest nie geboren worden. Unausstehlich, armselig, aber immer so herabschauend auf uns und versuchst dein Zuhause zu verlassen, nach allem, was wir für dich getan haben. Armselig, 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 armselig. Wenn du mein Altar auch nur anfasst, schneide ich dir die Brust ab und serviere sie als Steak. Mutterliebe, ne? Das ist wahre Mutterliebe. Bitte komm nicht um die Eckschosse. Bitte. Dankeschön. Boah, okay. Hui. Das heißt, ab zu dem Gang dort drüber, wo wir nicht durchkommen sind. Unser Psychotonikum lässt uns auch allmählich im Stich. Aber das finde ich super geil gelöst mit dem Psychotonikum. Der Ethan, der wird ja hier schwer abhängig. Der pfeffert sich Steroide ein. Der nimmt Psychotonikum. Der wird noch schwer abhängig, der Bursche. Der kommt als Wrack hier raus, falls das überhaupt Leben schafft. Okay. Du durchs Esszimmer und immer nur geradeaus. Du haben wir schon abgerahmt.
Soweit ich mich erinnere, haben wir hier schon alles abgerahmt. Oh oh, oh oh. Was gibt's denn da so saublöd zu lachen? Grundgütiger. Okay. Okay. Das ist wohl die Ungeziefermutter. Scheiße, scheiße, scheiße. Boah, die Lacherle schon von der, das ist so irre. Ich bin froh, dass ich es auf Englisch spiele. Also die Spruchausgabe auf Englisch. Ich bin echt froh drum. Das Deutsche kann deren englische Sprachausgabe echt nicht ins Wasser reichen. Man merkt, dass hier Schauspieler tätig waren, die auch die CGI-Rolle von den Bakers übernommen haben. Die sind... Oh oh. Oh oh. Ich gehe jetzt trotzdem hier um die Ecke. Ach, wenn sie mich vermeintlich gesehen hat. Okay. March. Okay, dann scheiß zünd mal an. Okay, dann war's das. Nein! Viecher will ich zerschlagen. Okay, dann die Kurbel. Und dann gehen wir da rüber. Okay. Wow. Jetzt sind wir hier in so einem Geheimraum noch. Erste Hilfe Arznei. Dankeschön. Die kann ich super gebrauchen. Der Flammenwerfer können wir nochmal voll aufladen. Und die Margaret hat uns wirklich nicht gesehen. Sie hat irgendwas behauptet. Lügnerin. Okay, was haben wir hier drin? Okay, sie denkt, sie kriegt mich. Aber sie kriegt mich nicht. Das ist gut. Antike Münze. Dankeschön. Was haben wir hier noch? Das war's. Mehr hat's hier nicht. Schade. Ich habe mir jetzt mehr erwartet. Ah, hier geht's auch was auf, ja. Genau, den habe ich mir hier erwartet. Den Krähenschlüssel. Boah, ist der geil gemacht. Den will ich mir jetzt nochmal angucken. Nicht benutze. Ich würde mal gern angucken. Boah, mit so einem Krähe Schädel. Ist ja schon geil gemacht. Da gibt's nichts. Also ich muss wirklich gestehen, die Entwickler haben hier absolute Liebe zum Detail bewiesen. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Den Altar im ersten OG untersuchen. Jetzt wird's gruselig wieder. Ich mag vorher nochmal speichern. Und dann können wir gern zum Altar im ersten Stockwerk gehen. Wo bist du, March? Hello, Mother. Hello, Father. Here I am at Camp Granada. Falls ihr die Simpsons-Episode 8 kennen, wo der Bart im Einkaufszentrum klaut und erwischt wird. Und als er dann heimkommt, kann er noch, bevor der Ladedetektiv sagt, dass er geklaut hat, kann er noch sein Kassett verbergen. Die eigentliche Anrufkassette und tauscht durch Camp Granada aus. Und wenn der Homer dann der Anrufbeantworter abhört, kommt dann dieses Lied und er meint dann nur, Marge, ist Lisa in Camp Granada? Ja, das ist großartig, die Szene. Ich warte jetzt lieber, bis die Alt da fort ist. Ich warte noch ein bisschen, weil genau da habe ich durchgemisst. Ist er noch da? Hier, nimm ihn. Drüber wackelt sie vielleicht noch rum, das kann ich nicht sagen. Ich will auf jeden Fall in den Speicherraum. Ja, da wackelt sie natürlich rum. Bitte seh mich nicht. Danke. Das war jetzt groß. Oh, was sind dann das für Begriffe, Mark? Margaret! Ich muss jetzt an dir vorbei, sorry, Oma. Und ich von dir. Du kannst nur 3. Mann. Mann, Ometer. Gott, was ein Spiel. Okay, das packen wir zurück.
Das brauchen wir eventuell. Pistole, Munition hole ich jetzt auch wieder an Bord. Wer weiß, wann ihr sie gebrauchen könnt. Okay, Kriegerschlüssel. Brennerkraftstoff, Flinte, Munition. Der Rest ist optional. Der Skorpionschlüssel brauche ich erst nur auch nicht. Boah. Der Kriegerschlüssel brauche ich. Und ich habe gesehen, wenn ich den im Haupthaus anwende, dann gibt es da eine Tür bei dem Jagdzimmer, wo auch der L steht, wo ich den Schatz gefunden habe. Da gibt es auch eine Krähetür. Und da war, glaube ich, ein Granatwerfer drin. Den könnte man uns natürlich auch mal gönnen. Okay. Wow. Dann gehen wir wieder mit dem Brenner bewaffnet zurück. Und jetzt geht's wieder ab in die Eingangshalle Doneva, wo ich den Kräheschlüssel brauche. Ich hoffe, die Alt ist wieder fort. Bitte sei fort, Margaret. Wobei Margaret ja eigentlich nicht mit Marge abgekürzt wird, sondern Margaret ist ja eigentlich Maggie. Aber ich mache es jetzt mal clever und rutsche jetzt mal hier durch. Anstatt jetzt wieder einen ganz mühsamen Weg zur Eingangshalle zu nehmen und möglicherweise der Maggie zu begegnen. Ich sage jetzt einfach auch mal Maggie zu ihr. Gehe ich doch lieber den ekligen Wurmweg und mache mich auf zu der Krähetür von hier aus. Aber ich weiß genau, dass da ein Jumpscare kommt. Das habe ich schon bei deiner Videos gesehen, die im Vorfeld immer mal so gezeigt wurden, ums Gameplay zu vermitteln. Und dann kommt so um die Eckschosse, die ansagt, ich hab dir doch gesagt, du sollst von hier weg. Boah, ich mache mich jetzt drauf gefasst, dass er kommt. Boah. Es hat trotzdem noch Wirkung. Oh, was gibt's da so saublöd zu lachen, Oma? Okay, Bosskampf. Das schreit doch noch Bosskampf, oder? Der schreit noch Bosskampf, Margaret. Alright, you little cocksucker. Let's get down to business. Ja, zünd dich mal an. Wie gefällt dir das, du Kuh? Na? You're gonna die in this hole, and you... Ich glaub, du verbrennst, du alti Vettel. Ja, wir haben hier wirklich so ein nix anderes. Bless your heart. Ich kann sie nur anzünden. This is what you get for messing around in places you ain't supposed to. Boah. Hallo? Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, was war dann das? Können wir hier nicht raus? Oh Gott. Ich bin sprachlos wie immer, aber noch bei jedem Bosskampf oder... Oh. Hier, ihr Laterne scheint ihr wichtig zu sein. Vielleicht gehört sie zu ihrem Altar. Oh Gott. Jetzt können wir erstmal ein bisschen Ruhe haben, glaube ich. Nicht lang wahrscheinlich wie beim Jack 8, aber ein bisschen Ruhe haben wir vielleicht jetzt. Oh, die Zoe ruft bestimmt gleich A. Wow. Einfach nur wow wieder. Wow, was ist denn das für ein scheiß gruseliges Ding, du? Das sieht aus wie der Schlitzi von Freaks. Von 1933, der Film. Was ist das? Target acquired. Was zur Hölle? Alter, wie eklig ist denn das? Betreffend das Serie-Serums. Betreffend des Serie-Serums. Aber keine Ahnung was, das vorher ist ausgetilgt, der Buchstabe. Den folgenden Objekten in der Lage, Serum synthetisieren. Erste D-Serie, Gehirnnerv. Zweite D-Serie, peripherer Nerv. Okay. Das ist das Serum. Kann ich das jetzt nicht nehmen irgendwie, oder? Natürlich die Zoe wieder. Aber kann ich das jetzt nicht nehmen? Denn, das eklige Kadaverler. Okay, was gibt's Neues, Zoe? Nix. Okay.
Okay. Ist ja doch gerade die Waage rufe. Ich kann es aber nicht nehmen, das Serum. Ah. Ja. Was gibt's Neues, Zoe? Well, did you find a serum? I just got done dealing with your mom and her fucking bugs. Wish you could have warned me. Sorry about that. What about the serum? I haven't found any. But I did find out we need to make one. Okay. A D-series head and an arm. This can't be right. A head? I think I have that around here somewhere. You do? I don't know about the arm, though. Have you searched the whole house? No, not yet. I still need to check the second floor here. All right. Check it out. Meet me at the trailer if you find it. Okay. Ja, so ein Kopf hat man immer mal rumliegen, ne? So ein D-Serie-Kopf. Alter, das ist so verstörend. Das ist so absolut immens verstörend. Gehirnnerv und peripherer Nerv. Okay, ich muss mich noch im Arm umgucken. Und sie hat zufällig so ein D-Serie-Kopf rumliegen. Und ja, Fahrradfahrer hätte ich auch gern. So ein epischer Fahrradkampf wäre jetzt ganz genau das Richtige für mich. Altar, den durfte man ja nicht berühren. Aber ich glaube, ihr ist es momentan noch ein bisschen egal. Was liegt da? Ih, das sind die meine Demo gesehen haben, Lights. Also die kommen wohl ursprünglich von hier. Cool. Ja, nettes Gimmick, wie ich finde. 11. Oktober. Habe den ganzen Tag Ohrensausen und kann nicht mehr schlafen, seit das Kind aufgetaucht ist. Zoe hat schon recht, irgendwas stimmt mit dem Kind nicht. Und mit der Frau, die es mitgebracht hat. Ich sehe und höre Dinge. 15. Oktober. Mir ist ständig schlecht. Bin zum Arzt in der Stadt gegangen und er hat mich geröntgt. Was passiert mit mir? 23. Oktober. Das Kind hat mir ein Geschenk gegeben. Oktober. Ohne Angabe. Habe das Geschenk in den Geheimraum hinten im 1. Stock gelegt. Dort wird es niemand finden. Jener Arm ist Zeichen des Kindes Vertrauen. Jener Arm wird uns zur Glückseligkeit führen. Und jeder, der diese Glückseligkeit untergräbt, dem werde ich kein Weiterleben gestatten. Das sind nicht Vaters Strümpfe. Ausnahmsweise mal nicht Simpsons, sondern Day of the Dead. Vaters Strümpfe haben Streifen. Ich werde doch nicht Vaters Strümpfe tragen. Ach Gott, ach Gott, ach Gott. Bisschen Zeit haben wir noch. 17 Minuten in etwa sind wir jetzt. Hallo. Klatsch, klatsch. Okay. Antike Münze, wunderbar. Und ein Heilmittel sogar. Was sagt mein Kodex? Der sagt, mir geht's noch einigermaßen gut. Okay. Dann muss ich der Arm der Glückseligkeit wohl finden, wie es aussieht. Kotz. Ach, da brauche ich die Lampe. Da brauche ich die Laternen von der Alt. Heieiei. Eva, habe ich einen Frosch im Hals von einer ganzen Insekte. Okay, da brauche ich die Laternen von der Alt. Das heißt, ich muss nochmal zurück zu ihr. Natürlich. Ach, Mann. Das kann ja auch nie mal ruhig ausgehen. Ich bin mal sicher, die ist nämlich da. Und irgendwie mutiert oder so. Ja. Dann machen wir es mal. Bringen wir es mal hinter uns. Will ich doch hier. Natürlich will ich doch hier. Und das machen wir in der nächsten Episode von Let's Play Resident Evil Silver Biohazard. Uff, pelzig. Machen's gut bis dahin und bis morgen dann. Ihr seht ja dann, was demnächst, also morgen, passiert. Iron Yankee. Dann kriegt man nämlich hier was ganz Besonderes. 44er Magnum. Die Frau, mit der sie gekommen ist. Mia, sie weiß etwas. Ein Granatwerfer. Ich hab's doch gewusst. Nee, du will ich erstmal nicht rein. Hotel and roadie that everybody's dead.